Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Wabern. Wir haben folgende 3 Beiträge für euch parat. Ein Besuch in der Papeterie Bücher-Schocher in Pontresina, Airbnbs auf dem Bödeli, der Gemeindepräsident von Interlaken, der Philipp Richard, nimmt Stellung und Hightech-Hanf, legal Cannabis produzieren. Bei der Papeterie Bücher-Schocher in Pontresina wird die Vielfalt grossgeschrieben. Nebst dem auserlesenen Sortiment beratet das Team gerne in allen 4 Landessprachen und in Englisch. Mein Kollege, der Patrick Schoch, hat die Papeterie im Engadin besucht. Allegra, Pania, qui in Engadina. Buongiorno, siamo qui in Pontresina. Willkommen in der Papeterie Schocher. Früher waren wir ein reines Fotogeschäft und darum haben wir immer noch eine grosse Auswahl an Postkarten. Seit 20 Jahren haben wir jetzt ein grösseres Angebot auch an Büchern. Vor allem in Deutsch haben wir eine grosse Auswahl an Belletristik und an Literatur. Und in Englisch und Französisch haben wir einige Taschenbücher. Das ist das Buch, das ich zuletzt gelesen habe. Es ist «Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen» von der Dana Grigorcea. Die Idee ist eigentlich, dass wir für jeden Geschmack Bücher hier haben. Darum probiere ich eigentlich, meinen persönlichen Geschmack ein bisschen in den Hintergrund zu nehmen, weil wir haben einfach nur einen begrenzten Platz zur Verfügung. Hauptsächlich muss man schon sagen, wenn es wüst ist, wir haben Feriengäste da, kommen sie Spiele posten, ja, um sich halt ein bisschen zu verweilen auch. In der Regel hat es ja einmal eine Gebrauchsanweisung drin und dort ist es meistens sicher auf Englisch, meistens Französisch und sicher auf Deutsch auch drin. Ich habe ein Lieblingsspiel, vor allem das Ligretto. Das ist ein Kartenspiel, das spielen wir immer mit der Familie, auch wenn wir auf dem ISS sind oder eben mal einen Spieleabend haben. Es ist lustig, weil man muss ziemlich schnell sein und es gibt dann schöne Diskussionen nachher. Das ist ein sehr wichtiger Teil, vor allem für die einheimischen Kunden, für Büro und Hotel. Liefern sie dann auch liefern in die bestimmten Dörfer, wo es keine Papeterie nach dem hat. Darum ist es ein wichtiger Bestandteil, um ein bisschen Zwischenzeit auch überbrücken. Natürlich liefern wir das ganze Jahr, aber es ist vor allem dann sehr wichtig. Ja, die nächste Veränderung ist halt wirklich die, dass ich mal jemanden finden sollte, der die übernimmt, weil ich in einem Alter bin, wo ich eigentlich schon länger aufhören sollte. Aber es tut mir einfach leid zum Schliessen. Das ist eigentlich ein Geschäft, das beliebt ist bei den Touristen und die Einheimischen schätzen es natürlich auch. Die SP hat in 5 Gemeinden auf dem Bödeli eine Initiative lanciert. Sie will gegen Kurzzeitvermietungen vorgehen und der Wohnungsknappheit entgegenwirken. Das Thema sorgt für hitzige Diskussionen. Der Gemeindepräsident von Interlaken, der Philipp Richard, hat meinem Kollegen Max Saladin erzählt, wieso er der Initiative kritisch gegenübersteht. Für mich ist die Initiative absolut legitim. Es ist auch viel Verständnis an und für sich für die Anliegen. Es ist einfach jetzt die Frage bei der Überprüfung, wie realistisch das ist und wie kompatibel das ist mit den rechtlichen Grundlagen, die wir haben. Ich sage, bei uns ist halt so, dass wir ein recht neues Baureglement haben, in dem Sinn, dass das seit der letzten Revision, die wir gemacht haben, im Zusammenhang mit der Planungszone genau zu diesem Thema,
die halt jetzt eine gewisse Planbeständigkeit verlangt und man natürlich nicht vielleicht im Stadium nicht ganz so am gleichen Ort sein wie vielleicht halt meinetwegen Luzern, wo ich genau die Details nicht kenne. Aber ich weiss, dass sie dort auch grosse Schwierigkeiten haben in der Umsetzung dieser Initiative. Ja, man kann natürlich immer gewisse Feinarbeit leisten, aber ich glaube, in den groben Zügen haben wir mal Grundlagen geschaffen, wo die Möglichkeit gibt, das einigermaßen im Griff zu haben. Es ist zumindest bewilligungspflichtig bei uns, wo wir ja jetzt bis im letzten März, wo jetzt Unterseen neu ist dazugekommen, sind wir eigentlich die Einzigen hier in der Region, die das effektiv auch bewilligungspflichtig hatten. Und durch das eben auch wissen, wie viele Betriebe das in diesem Geschäft unterwegs sind. Ich finde das an und für sich eine attraktive Form der Beherbergung, die durchaus komplementär verstanden werden kann zu den bisherigen Möglichkeiten, also Hotel, Camping, Ferienwohnungen im alten, traditionellen Sinn, wo die Leute so Woche, 2 Wochen jeweils bei einer Familie verbracht haben, in einer Einlegerwohnung zum Beispiel. Ja, das ist ein Geschäft, das sich aus einer Grundidee entwickelt hat, die heute gängige Praxis ist. Und der hat mich gefragt, ja, ich habe es schon gebraucht im Ausland. Ja. Die grosse Pilotstudie der Stadt Bern, wo 700 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Apotheke legal Hanf kaufen können, ist angelaufen. Im dritten Teil unserer Serie dazu war der Max Saladin bei der Produktionsfirma Pure vor Ort. Sie produzieren den Hanf zur Cannabis-Studie. Also angefangen hat Pure eigentlich mit CBD. Also damals, als der Gesetzesartikel entstanden ist, dass man CBD-Blüten unter 1% THC kann als Tabakersatz verkaufen in der Schweiz, ist das unser erster Business Case gewesen und haben eigentlich da, wo wir jetzt auch stehen, überall auch CBD produziert. Das war eigentlich unser erster Cashflow gewesen, kann man so sagen, unser erster Glimpse in diesem ganzen Business. Wir haben jetzt THC-Ausnahmebewilligung seit 4 Jahren bekommen, vor allem für Forschung. Und seit 2 Jahren dürfen wir jetzt auch in der THC-Pilotprojekt in der Schweiz mitmachen, mit Blüten, mit Haschisch, mit verschiedenen Produkten. Und Pure war auch die erste Firma in der ganzen Schweiz, die in einem Pilotprojekt mitwirken als Produzent. Wir machen immer 2 Durchgänge im Jahr. Wir machen einen Durchgang, wo wir Outdoor oder im Freiland kultivieren. Und wir machen mindestens einen, wenn es braucht, auch 2 Durchgänge im Gewächshaus in der Schweiz. Für Bern jetzt, für das Jahr ist alles produziert, alles im Lager, alles gesichert, gelagert, korrekt freigegeben, Qualität. Und planen jetzt aber schon wieder den Anbau für das nächste Jahr. Also du baust eigentlich im gleichen Jahr die Menge für das nächste Jahr an. Das ist eigentlich genau so, wie das abläuft. Pilotprojekt ist so ein bisschen eine Nullnummer, sprich wir kommen gerade durch mit den Kosten. Man darf nicht vergessen, die Produktion von THC-Material in der Schweiz ist extrem aufwendig. Also es sind hohe Qualitätskosten, es gibt hohe Anforderungen an Qualität und Qualitätstests, die du machen für Pilotprojektprodukte. Zudem muss natürlich der ganze Anbau gesichert sein mit Bewegungsmeldern, die ganze Infrastruktur. Also es ist sehr kostenintensiv, in diesen Pilotprojekten mitzumachen. Und die Motivation von Pure war nie, Geld zu machen mit diesen Pilotprojekten, sondern eigentlich den Behörden zu beweisen, hey, wir sind parat, wir können mit dieser Substanz umgehen, wir können gute, qualitativ hochwertige Produkte liefern. Wir arbeiten aber ganz eng auch mit den Behörden zusammen, um sie quasi beraten, informieren, auch um ihnen ein bisschen zu zeigen und ein bisschen zu helfen, wie so ein Gesetz aussehen könnte. Welche Länder haben Fehler gemacht bei der Regulierung, welche Länder haben das gescheit gemacht oder gescheiter als andere. Es geht eigentlich nicht nur einfach darum, jetzt so schnell wie möglich Infrastruktur aufzurocken, sondern auch wirklich eng mit den Behörden zusammenarbeiten und sie zu beraten, auch was Konsumentenschutz, Jugendschutz, Prävention angeht. Also da sind sie sehr angenehm zum Zusammenarbeiten und lassen sich auch von Experten wirklich helfen. Das schätzen wir sehr. Jetzt übergebe ich das Wort an Peter Wech aus unserem Talk «Zusammen im Zentrum». Herzlich willkommen zu «Zusammen im Zentrum» im Herzen von Bern, von der Plattform J. Mein heutiger Gast ist der Jürg Halter. Er ist mit einem neuen Album am Start unter dem Pseudonym «Achtung Niemand» und das Album heisst «Wir sind gute Menschen». Merci Peter für diesen spannenden Einblick.
Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Erlebnisferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Uns erreichen nach wie vor ein bisschen angefürchtete und instabil geschichtete Luftmassen, sodass im Tagesverlauf das Regen- und Gewitterrisiko angestiegen ist. Vorher haben wir aber doch noch einiges an Sonnenschein tanken, auch wenn zeitweise Wolkenfelder über den Himmel gezogen sind und sich im Tagesverlauf Quellwolken gebildet haben. Morgen ändert sich an der Grosswetterlage wenig. Die Schweiz liegt nach wie vor am Südrand von einem Tiefdrucksystem in einer südwest- bis westlichen Höhenströmung und mit der erreicht uns warme und instabil geschichtete Luft. Morgen am Vormittag da erwartet uns eine veränderliche Mischung aus Sonnenschein und Wolken. Es gibt aber schon am Vormittag örtliche Regengüsse. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 13 bis 14 Grad. Und am Nachmittag geht es auch mit dem veränderlichen Sonne-Wolken-Mix weiter. Das Regen- und Gewitterrisiko steigt weiter an. Es wird dabei recht warm mit 23 bis 24 Grad. Im Flachland bläst dabei meistens leichter Südwest- bis Westwind. In der Nähe von Gewitterzellen sind aber auch kräftigere Böen möglich. Auf den Bergen haben wir mäßigen bis starken Südwestwind. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 3700 Meter. Es ist also auch in der Höhe sehr mild. Ja, am Wochenende geht es wechselnd bewölkt und zum Teil auch mit ein bisschen Sonnenschein weiter. Den Regenschutz brauchen wir aber weiterhin. Es ist zeitweise nass, zum Teil auch mit Gewitter durchsetzten und kräftigen Regengüssen. Am Montagvormittag ist es bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag beruhigt sich dann das Wetter im Flachland aber vorübergehend ein bisschen. Das Temperaturniveau geht zurück. Am Wochenende ist es noch schwül warm. Am Montag liegen die Temperaturen um oder unter 20 Grad. Und bis am Mittwoch dürften sich die Temperaturen auf einem ähnlichen Niveau halten. Dabei geht es voraussichtlich wechselhaft und zeitweise nass weiter. Damit war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.